Und ja, meine Stimme ist ein bisschen nasal heute, leider, weil ich habe mich verkältet. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu lange bei einer Lüftung gehockt oder so. Das ist ein bisschen scheisse, aber ja, so tönt halt meine Stimme heute. Was wollen wir machen? Hey zusammen und herzlich willkommen zu der 52. Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny und heute reden wir über meine grosse Quarter-Life-Crisis und wie man allgemein Entscheidungen trifft. Viel Spaß beim Reinhören. Mit dem Notizbüchlein. Ja. Wenn das jemand könnte lesen, okay, nein, so deep ist es nicht, je nachdem. Aber ich denke mir manchmal schon, wenn man mein Journal findet, Ja. dann bin ich vernichtet. Ich auch, wenn man meins findet. Gell? Schreibst du denn so viel Geheimnis drin? Nicht Geheimnis, aber manchmal schreibe ich halt auch schon so ohne Filter. Also ich tue ja schon recht ohne Filter reden, aber halt auch... Aber schon mit Filtern, ganz unfiltriert ist im Journal. Und also weißt du, Schlimmer Mensch! aber ich denke mir so, wir sind ja beide öffentliche Personen vom öffentlichen Leben Aha. und werden immer mehr. Und vielleicht, wenn das mal jemand bekommt, dann werden so Screenshots publiziert und so, das hat Flavia Kählin wirklich gedacht. Flavia denkt, was Flavia Kählin in Wahrheit denkt. Ja, Wirklich. stell dir vor, Vielleicht musst du in deinem Journal anschreiben, so Zensieren. Luisa May. Nein, so vorne dran, weißt du, so, das ist das Journal von Luisa Meyer. genau. Wenn gefunden, please return to und dann irgendein Postfach. Ja, so Adresse. irgendwo im Appenzell. Anonym. Aber echt? Du könntest du deinen Arsch retten vielleicht einmal. Für dich. Also ich? Nein, ich wäre jetzt nicht am Arsch, aber so. Also- Also, ich schreibe halt, es ist halt für mich nur zum Lesen. Aber Ja, eben. Also ich wäre jetzt nicht am, ich glaube, ich würde jetzt nicht, wie gesagt, gesteinigt werden wegen dem. Aber gleich. ich glaube auch nicht, Ich aber... glaube, du schon. Nein. Nein. Tja, jetzt würden wir alle gerne wissen, was bei dir drin steht. Ja, nein, erfahren ihr nicht, Also Aber- wenn ich mal aus Versehen etwas bei dir die einpacke. Ups. Oh, ich schwöre. Ja. Oh, das wäre eigentlich schon mal so ein Vertrauensbeweis. Wenn ich so dein Journal haben und so eine random Seite aufschlagen und dann lesen. Ja. Das wäre schon krass. Oder, das habe ich auch mal gehabt, in der Kante, auf WhatsApp seinen Namen suchen. Oh! Und dort ist, glaube ich, einmal, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber dort habe ich, glaube also gell, da schreibt man vielleicht mal, wenn man sich Also warte mal schnell. wenn Wenn ich dann schon finde, nein, du darfst das nicht, dann ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja. Aber, ja, Checkst? ja. Also vielleicht habe ich am Luca schon mal geschrieben, Mann, Flavia regt mich gerade auf. Aber ja. Ja, aber dann kannst du das schon Ja, wissen. ja, safe, aber trotzdem ist dann so Ding so, ja, Alter, das ist ja eigentlich verdammt. Also weißt du, das kann ja schon etwas aufwühlen. Weil ich glaube, ich hatte das dort in der Kante gehabt. Und dann ist so gewesen, ja, ich kann mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß einfach nur den Moment so, wo sie ihren Namen gesucht hat und Du so, hoffentlich kommt jetzt nicht der und der. weil sie ist genau so jemand gewesen, glaube wo Also wo jemand das anderes sehr hat sich... persönlich nimmt. Oh, okay, spannend. Weißt du? Oh, Ja. das ist auch, ja. Tja, Vertrauen ist gut, Okay. Kontrolle ist besser. Im Mhm. Fall. Hat sie sich gedacht vielleicht. Genau. Aber ja, heute geht es nicht um das. Ja. Heute geht es um Lebensentscheidungen, um Quarter-Life-Crisis, bei der ich ein bisschen stecke. Ja, da bin ich gespannt drauf. Aber zuerst machen wir noch Shit und Schein. Genau, was hast du Genau. mitgebracht? Ein Shit. Ich auch. Hey, letztes haben wir gesagt, wir bringen immer Schein. Ich dachte, ich bringe Shit. Ja, ich auch. Ja. Tja, Ja, komm, start. great minds think alike. Übrigens, wir sind da wieder Ja, beieinander. face to face. Face to face. Also nicht face to face in wortwörtlich. Wir sind so 3 Meter Abstand. Genau, aber wir stehen in unserem guten alten Studio in Oerlikon. Das ist so Ja. toll, weil ich liebe es, da aufzunehmen. Ja, echt. Ah, so schön. Ja, es ist wirklich top. Danke vielmals, dass wir das hier machen dürfen. Ja, danke nochmal an dieser Stelle, genau. Und ja, Du gehst rein mit dem Shit. also, in letzter Zeit hat es ein paar Shits gegeben. Wo soll ich anfangen? Ich bin mit dem Velo auf die Presse gefallen. Darum habe ich da ein Pflaster für die ins Video schauen. Ja, kein Mitleid für Jenny. Nein, ich tue jetzt nicht bemuten. Nein, Ja, musst erzähl nicht. du Aber mehr zuerst. so, ich bin in Amsterdam gefallen, bin auf die Presse gefallen, haben wir auf die Seite alles aufgeschrieben. Ist okay, es ist am Heilen. Es hätte schlimmer sein. Aber das ist gerade das, was ich Ohne Helm. Ja. Ja, Ja, ich mit fahr jetzt einem vorsichtig. Kuchenblech. Einhändig. Das muss ich da vielleicht schon nochmal erwähnen. Ja, Aber ich ja, habe nicht gesagt, mach Glück es im gleich. Unglück. Ja. Aber Schmerzen, Hüfte, also ihre Hüfte hat wirklich Nein. übel ausgesehen.
Ich hätte Selbstmitleid des Todes. Nein, es war wirklich nicht so schlimm gewesen. Und ich tue es jetzt nicht abspielen. Es war wirklich nicht so schlimm gewesen, zum Glück. Mhm. Aber ja, fahrt nicht einhändig. Passt auf. Ja. Aber Das ist gar nicht der Shit. Nein. Okay. Ich kann mir sagen, so, das ist mir passiert. Mhm. Dann ist mir noch passiert, wenn ihr hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich finde es hot. Ja. Ja, vor allem habe ich Jenny so richtig geil auf den Ohren durch die... Du könntest wirklich... Ich habe ja letztes Mal so gesagt, bei Fantasy. Das habe ich schon mal gehört. Wirklich? Ja, vielleicht Das muss ich habe mir ich schon mal heute Nein, ich bin wirklich keine Raucherin. Wirklich. Ja, aber das Aber ist ich auch sehe, cool. Ja. wieso das so ein bisschen Mhm. sexy Du hörst dich ja jetzt selber auch Ich auf höre den mich Ohren. auch. Ja, Mhm. ich höre mich auch. Und? Ich höre mich gerne. Ja. Ja. Ich finde es so geil. Oh Gott. Ah, nein, auf jeden Fall bin ich in letzter Zeit so viel so im Bus gsi, wo die Lüftung brutalst aufgefahren ist. Und ich hasse das. Ich denke mir so, hä? Also ausgefallen ist oder drin? Nein, so mega aufgefahren. So, AC. ja, viel zu fest. Mm. Also zuerst bin ich von Amsti auf Zürich gefahren. Das ist über die Nacht, 8 Stunden bin ich im Bus gsi. Dort war die Lüftung schon ein bisschen hässlich gewesen. Also so, ich habe mir gedacht, warum? So, da probieren die Leute zu schlafen. Wieso? Nicht können einstellen. Ja, ich habe wie so die Lüftung von meinem Sitz können so wie wegdrehen. Aber wenn im ganzen Bus, Nein. also bei 30 Schlafplätzen die Lüftung voll Ja, aufgedreht ja. ist, ich hätte wie bei jedem müssen zumachen und Oder dann so schnell sagen, Leute, sind ihr auch einverstanden? Ja. AC für 2 Stunden. ja. Ja. Und dann, ich glaube, das hat nicht so gut getan. Und dann bin ich noch im Europapark gsi. Oh, Am ja. Morgen 4 Stunden in dem Eurobus gehockt und am Auch voll Abend 4 runtergekühlt. und auch volle Pulle ist das Ding gelaufen. Und darum bin ich jetzt, glaube so, ja, komplett Nase zu, so ein bisschen verkältet. Und hat ein trägerloses Top und ist alles frei, ohne Ja. Schal und so. Genau. That's how I roll. Aber meine Mama hat auch gesagt, so, hä, aber verkältest dich dann nicht, wenn du so offen bist? Ich so, Aber- hä, jetzt bin ich ja schon verkältet. Ja, und es ich ist Sommer. Ja, Also. I see. Aber schlafst du jetzt nicht mit dem Hals durch? Ich frage mich ja sowieso. Bringt das Bringt etwas? das? Ich weiß etwas? nicht. Ist doch eh Placebo, nicht? Ich weiß Wobei, nicht. ich check glaube schon, so Wärme am Hals ist glaube schon gut. Ja, aber so in der Nacht zieht es ja nie. Also hoffentlich. Ja. wenn's Fenster- Ja. Aber ja, man tut immer Ja. das Hals durch. Ich brauche jetzt einfach Du hast ja schon Nasenspray. immer Foulard. 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 Ja, Ja. eigentlich. Aber zu dem weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich habe alle meine coolen Foulard in Amsterdam. Ich muss mein Schrank jetzt ist so die abgemagerte Version. Also ich muss anlegen, was rum ist. Weil Ja, das das aber meiste Zeug ist in Amsterdam. hilft doch manchmal. Dann Ja. hast du nicht so viel Abstand. Dann musst du Voll. mit dem arbeiten, was du hast. Ich war so, gewesen, der Rock fix und entweder das oder Ja, das. das Shirt. sieht geil aus. Danke. Das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Bluse. Ein Hemd ohne Ärmel. Genau, mäßig. aber du, ja, genau. Ja, Genau. das ist super beschrieben. Ja, super. Genau. Danke Zum vielmals. Wohl. Ja, das ist mein Shit. Okay. So, überall muss die Lüftung so laufen. Ja. Fällt dir das nicht auch auf im Sommer? Also, Nein, wobei- ich bin eher in Zeug, wo die Lüftung nicht gelaufen ist. Scheiß SBB, wirklich. Ah, ja, fair. Oh. Aber mir ist aufgefallen, im Ausland ist das einmal viel brutaler. Jetzt Ja, in ja, so Amsterdam nicht, aber Ameri- so, genau in Amerika Ja, oder ja, so nein, im nein, Süden, so in schlimm. Spanien, Ja. gehst du in den Supermarkt und Mhm. dort frierst. Ja, ja. Das ist krass. Ja, das kannst du dir mal vorstellen, wie viel Energie verpulvert wird. Ja, Ja. sorry, darum, falls ich jetzt ab und zu ein bisschen ködern oder so. Ja. Ja. Das finde ich dann nicht mehr so hot, hä? Ja, sorry. Aber jetzt- muss auch ja das ein bisschen Grenzen behalten, wie ich mit Sex bin. Ja, ja. Jetzt schneuzt sie schnell. Ja. Tust du mit 2 Händen schneuzen? Weißt du, es gibt die so mit einer, das kann ich nicht. Nein, das kann ich auch nicht. Ja. Und Next Level ist ja so beim Sport. Schneuzen. So ein Nasenloch so raus. Das Und ich habe so das einmal gemacht, dann ist es hängen geblieben und ich so, okay, das ist jetzt... Ja. Sorry, aber das geht doch, je nach Schulter geht das gar nicht. Ich weiss, es muss ja wirklich eine gute... Beim Velofahren macht das viel. Aber gell, ja, ja. Wenn du halt nicht... Naja, das Ja. machst ja du da rein nicht, hä? Nein. Gut. Dein Shit. Mein Shit... eigentlich, ja, ein Date, das ich hatte. Oh. Also Shit. Es ist einfach Shit, weil er sich so Mühe gegeben hat. Oh. Aber der Funke bei mir nicht über ihn ist. Der Erdbeerrouladentyp. Ja. Mir hat einer geschrieben aufs Erdbeervideo. Falls ihr das nicht Ja. wisst, schaut auf Watson. Ich bin auf einem Single-Erdbeerfeld. Also auf das Erdbeerfeld, wo nur Singles sind, gehen Erdbeer pflücken an dem Tag. Genau. Und ich habe da ein paar Sprüche gebrungen. Aber der war nicht vom Feld, der hat einfach den Beitrag gesehen. Und ich habe es cool gefunden, dass er mir geschrieben hat. Also weißt du, nicht so... Er hat den Beitrag gesehen und die dann in die DM geslidet. Genau. Und coole Teams geslidet. Ich weiß nicht mehr genau wie, Er hat aber... dafür einen Bäri-Spruch gebracht. Bitte schaut das Video kein Bäri-Spruch, aber er hat gesagt, er sei gut im Erdbeerrouladen machen. Und nachher ist eine lustige Konversation gewesen, weil
nicht, ich meine, ich gehe auf jede DM ein und ich bekomme jetzt auch nicht 1000, aber trotzdem, es ist so, ich habe gedacht, ich weiss, es ist ein bisschen random, dass man einfach einen Dude schreibt, der mich beim Arbeiten eigentlich gespottet hat, blöd gesagt, auf Insta oder Watson. Aber ich denke, komm, give it a try. Und dann habe ich das auch gemacht und er hat sich auch wirklich Mühe gegeben. Und was ist jetzt das Aber? Picknick. Und der Shit ist eben... Er hat Erdbeerroulade gebracht. Das auch noch. Dann hat er Picknick ausbreitet. So selber gemachte Schinkengipfel noch, Tomaten, selber gemachten Hummus. Wow. Mega herzig und wir haben auch gut können reden, weißt, aber es ist einfach halt der Funke auf jeden Fall. Ist nicht gesprungen. Der Shit dran ist und nachher eben noch Dessert. Packt er eben, er so, bist du schon ready fürs Dessert? Und ich so, ja. Und nachher packt er 4 Stück Erdbeerroulade raus. Ich so, mein Gott, wie herzig bist du? Aber ich habe dort schon gemerkt, so, das ist nachher der Shit, wenn du so selber merkst, oh Mann, er gibt sich so Mühe, aber du, ich kann das nicht. Spürst du es nicht? Ja, und dann denkst du so, dann ist es halt nur schwieriger, um dann merken oder sagen so, hey, nein, für nochmal zu sehen, langt es nicht. Für ein ja, also wegen Friends tue ich ihn ja jetzt auch nicht treffen, weil also das ist ja so, ja, wieso? Das habe ich jetzt gerade fragen. So, könntet ihr denn nicht einfach befreundet sein? Nein. Wieso nicht? Kannst du ja mal wieder mit ihm etwas trinken? Nein, ich habe ja genug Leute. Ja, aber so... Das ist wieder das Thema. Also ich finde eben, wenn er dich so richtig zum Lachen bringt, wenn er eine gute Zeit hat, wenn er so gemeinsame Interessensfelder hat, dann kann er doch ein Kollege sein. Ja, aber nein, dann würde ich ihn aber daten, wahrscheinlich. Aha. Also, ist halt schon... Aha, du meinst, wenn das alles würde stimmen, wäre ja der Funke gesprungen. Ja, aber das ist wieder so wegen Frauen-Mann-Freundschaft, keine Ahnung, ich weiss nicht. Also, ich finde, was findest du? Ja, das geht schon, aber jetzt bei einem, bei einem ersten Date, dann entweder canceln oder... Wieso? Man kann doch auch sagen, look, ich weiss nicht, wie es bei dir ausgeht, aber ich glaube, wir sind nicht Dating-Material, aber ich sehe schon Potenzial für eine Connection auf freundschaftlicher Basis. Ja, nach einem Treffen, ja. Also ich weiss nicht, aber... Ich weiss nicht. Ja, auf jeden Fall war das auch nicht das von mir. Okay. Einfach nicht so der gleiche Vibe. Ja, schwierig zum einen Korb geben, wenn er die Person so lieb ist und du Shit. ja eigentlich nicht willst, gemein sein. Wie hast du denn den Korb gegeben? Was hast du gesagt? Also eigentlich habe ich zuerst zugesagt zu einem zweiten Treffen, weil ich dachte, ach komm Flavia, ich habe letztes Mal von jemandem gehört, der beim zweiten Treffen mega den Change hatte. Ah ja. Also, ja, sie hat so gesagt, ja, es ist dann ganz anders gewesen. Ich bin mega froh, dass ich aufs zweite Date bin. Und ich dachte, komm, ich muss jetzt das als Vorbild nehmen. Und nachher bin ich aber so gewesen, nein, siehst du, jetzt sind wir schon bei Entscheidungen. Ja. Dann habe ich so in mich reingelassen und ich so, nein. Habe ich gerade Zeit und Lust, habe ich während dem Date vielleicht auch 4-5 Mal gedacht, so, ich wäre vielleicht jetzt gerade lieber mit einer Kollegin? Ja. Da bin ich so gewesen, nein, weil ich kenne mich, wenn es anders ist. Das ist aber auch gut. Ich weiss, wie es ist, wenn es bei mir funkt. Und das ist es nicht gewesen. Und darum bin ich so gewesen, nein, ich kenne, nein, du bist sorry. So, wenn es nicht war, dann wird es nicht noch passieren. Nein, und das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, mega herzig, danke fürs Organisieren. Wir haben auch wirklich gut geredet. Okay. Also spannende Gespräche, aber der Funke ist bei mir nicht über. Und ist er enttäuscht gewesen, oder ist es so gewesen? Nein, er hat gesagt, danke für die, also erstmal danke auch für deine Zeit, danke, dass du so offen kommunizierst. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Darf ich fragen, hast denn du dich nicht auch ein bisschen in die Bringschuld gebracht, so ihm jetzt auch etwas zurückgeben, weil er sich so viel Mühe gegeben hat und du nicht? Ja. Aber auch das ein bisschen. Also, ja. Also, er hätte ja nicht müssen. Er hat das gemacht, weil er wollte. Ja. Und eben das immer wieder bei der Liebe ist keine Transaktion. So, du musst ihm ja nicht gleich viel zurückgeben, wie er dir gegeben hat. Aber hast du dich vielleicht auch wegen dem ein bisschen schlecht gefühlt, weil du gewusst hast, er hat so viel investiert. Ja, also, ich habe ihn halt, investiert. Ja, ich habe mir ihn halt in der Küche vorgestellt, am Bachen, was jetzt für nichts ist. Ja, oder heute können es Männer haben, schwierig, hä? Ja. Nein, sag ich. Ja. Aber ja, ich sehe. Schade. Aber der, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich weiss nicht, Erdbeerrouladen-Typ. Ja, der bleibt jetzt Leben lang der Erdbeerrouladen-Typ. Ja, super. Bei jeder Erdbeerroulade wirst du jetzt auch immer so denken. Ja, ich esse ja so viel Erdbeerroulade. Das war meine erste. Wenn ich Scheiße, das ist eben das Blöde. Wenn ich kein Kind wählen würde, habe ich ja auch kein Grosskind. Aber jetzt wollte ich sagen, wenn ich ein Grosskind habe. Ja, genau, wenn ich ein Grosskind habe, erzähle ich, ja, weißt du, Erdbeerroulade, ich hatte mal so ein Erdbeerrouladen-Date gehabt.
Wir mal schauen da. Ich finde es spannend, wie dein Hirn manchmal funktioniert. Ich will kein Kind, aber meinen Grosskind erzähle ich dann. Aber schon mega... Ah Mann. Vielleicht geht es ja bis dann, dass ich irgendwie kann... Eine Generation überspringen. Oh mein Gott! Stell dir vor, du kannst mit 60 so entscheiden, ich habe nie Kind in meinem Leben. Aber ich will jetzt auch Grosskind haben. Ja. Hä? Mhm. Wow. Oder deine Meine? Grosskind? Wir können meine Grosskind teilen. Ja. Also falls ich noch Kind habe und die Kind haben, dann kannst du, wir sind meine Grosskind. No pressure, Ist nicht mehr so mitgegessen als du gegessen, sondern so meine Grosskind sind deine Grosskinder. Finde ich gut. Ja, super. Ja, gehen wir rein ins Thema. Eben, also, gell, Entscheidungen treffen, also du kannst jetzt gerade dann anfangen, weil auch von dir der Vorschlag gekommen ist. Ja. Aber Entscheidungen trifft man ja Regelmäßig. täglich. Täglich? Aber halt... Ich habe mal, schade, dass ich das nicht vorher recherchiert, aber anscheinend, wir treffen jeden Tag mehrere von tausenden kleinen Entscheidungen. Was hast du jetzt zum Beispiel heute, was dir gerade so in den Sinn kommt? Was habe ich heute entschieden? Ja. Wenn ich aus dem Haus gehe, was ich zum Morgen essen, das sind so, was man so täglich entscheidet. Ja. Was hast du heute so entschieden? Aber das sind das sind kleine Sachen. Oder heute, sag. Ich habe mich entschieden für die Aufnahme. Ich habe fast an meine Mami noch anrufen vor der Aufnahme, weil ich sie schon lange nicht mehr gehört habe, das Lebensupdate geben. Da bin ich so nein. Ich rede nachher genug. Ich muss jetzt eigentlich gerade die Ruhe geniessen. Mal nichts machen. Ja, Also und hast du dich dagegen entschieden? Ich habe mich gegen die Mami entschieden. Für Ruhe und anliegen in der Sonne. Aber dann lügst du hoffentlich morgen an. Ja. 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 Ja, sie ist nicht böse. Jetzt kommt das, sie meldet dich auch nicht. Ja. Das Telefon funktioniert im Fall auf beiden Seiten. Ja, nur weil ich jetzt nicht mehr die Nein, Spaß. Aber ja. Das Problem habe ich jetzt übrigens auch mit meinen Eltern. Ich habe meinen Eltern schon mehrmals gesagt, ich könnte mir im Fall auch anrufen. Wobei ich würde sagen, ich melde mich schon regelmäßig bei meinen Eltern, so im Family-Chat und so. Ja. Ich tue da schon mich melden. Funken. Aber so ist auch schön, wenn sie mir anrufen und ich so sehe, es schellt. Das ist so der Papi oder die Mami. Ja. Aber sie sind, wahrscheinlich denken beide Parteien voneinander, die ist beschäftigt. Ja, aber wir alle... Oder dein Leben ist gell, sie denken so, ich habe nichts zu erzählen. Also sie haben nichts zu erzählen, weil bei uns läuft ja so viel. Und ich so, aber... Moll. Ich habe letztes Mal gesagt, du bist ja heute auch, keine Ahnung, auch wenn du jeden Tag gefühlt das Gleiche machst. Oder eher, gibt es ja immer etwas, was du erlebst. Auch, was du denkst. Ja, genau. Oder was dich beschäftigt oder was du machst oder was du auch nicht machst. Genau, sagst es. Aber mich nimmt es jetzt Wunder, was dich bewogen hat, über Entscheidungen zu reden, Jenny. Ja. Also, und zwar... Was soll ich anfangen? Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Also, schau, bei mir ist es so, ich bin ja jetzt in der Halbzeit von meinem Amsti-Kapitel. Und es ist so schön irgendwie, weil den Podcast machen wir jetzt doch schon ein Weile. 2 fucking Jahre. Ja, krass. Ja, 2 Jahre. Ja. Und es ist so, ihr alle sind schon dabei gewesen, noch, wo ich noch Ich liebe, du sagst auch immer auf die Kamera so, sie redet wirklich mit euch, sie gibt sich richtig Mühe. So ich fühle mich fast ein so, hallo, schau mich an. Ja, weiter. Ich kann nicht, es ist so schön. Die Leute wissen. Es ist ein bisschen abgeschweift, ja. Eben, wir machen das jetzt schon lange und schon bevor ich auf Amsti gegangen bin und so. Und jetzt ist so schon wieder ein Kapitel, das sich langsam am Ende zuneigt. Also ich will jetzt nicht da schon überdramatisieren, weil ich bin, wie gesagt, erst in der Hälfte. Aber das nächste Kapitel, bevor das jetzt schon fertig ist, es bahnt sich trotzdem schon das nächste an, weil wir alle wissen, die Zeit vergeht so schnell und man kann, ein Kapitel fertig leben und dann erst nachher sich damit beschäftigen, was kommt nachher. Aber man kann auch schon in der Übergangsphase sein und sich so denken, okay, brainstormen. Was könnte nachher kommen? Auf was habe ich nachher Lust im Leben? Ausbildung, arbeiten, ausziehen, wegziehen, zurückziehen. Ich habe keine Ahnung. Doch, du hast schon ein bisschen... Aber das Also ist jetzt die Frage. Wir haben Ahnungen. Ja, aber so... Ich habe ein paar Ahnungen, ich habe ein paar Sachen. Aber wie entscheide ich mich? Ja. Weißt du? Und ich finde das so schwierig. Also, sagen wir so, bis jetzt hatte ich immer ein bisschen einen Anker gehabt, um den ich so Sachen umentschieden habe. Also zum Beispiel... Was war das gewesen? Wenn wir jetzt so... Sagen wir nehmen die Zeitspanne von dem Podcast. Wo wir den Podcast angefangen haben, habe ich gewusst, okay, ich gehe jetzt auf Holland, damals Maastricht. Das ist der Anker. Ich bin so damals war der Anker gewesen, ich bin fertig mit dem Studium. Und dann habe ich mich auch gefragt, was kommt jetzt? Und ich habe gewusst, mein Freund geht jetzt ins Ausland. Und ich habe gedacht,
das ist ich habe das zu meinem Anker gemacht, weil ich gesagt, ich habe Zeit, ich gehe dort mit. Ja. Gut. Nachher war das Auslandssemester vorbei gewesen, und mein Anker war, ja, wir beide ziehen zurück. Ich schaue jetzt, was ich daheim machen kann, also in der Schweiz. Das ist aber kein Anker. Doch. Dort schwimmst du ja, du weißt ja nicht, oder? Also ja, im Sinne von, ich habe gewusst, Du hast dort schon gewusst, meine meine Richtung ist, ich gehe zurück in die Schweiz. Da Aha. habe ich wie ein Orientierungsumfeld. Der Radius war so, So, etwas die in der Region Schweiz ist suchen. gewusst. Ja, Gut. also nicht geografisch, aber auch so ein bisschen, okay, ich gehe zurück. Ja, aber doch will wohl geografisch. etwas anfangen arbeiten. Ja. Oder? Ja. Müssen, ja. Ja. Oder? Etwas machen, etwas muss man ja auch machen. Oder? Ja. Und dann, nach dem SRF-Praktikum, habe ich gewusst, okay, das nächste ist Amsti. Und Ja. warum Amsti? Ich kann ja Amsti nicht. Ich kann nicht ein gewürfelt und so gewesen, ja, es ist halt jetzt Amsti, sondern so. Ja. Ich habe gewusst, ich will auf Amsti wegen dem Masterprogramm. Genau. Ja. Und so habe ich irgendwie immer ein bisschen einen Anker gehabt, Aber- der er richtig vorgegeben hat. Und Dort jetzt? hast du dich auch müssen entscheiden. Ja. Du bist wieder genau gleich. Ich weiss, ich habe ja das miterlebt. Dort wegen Amsti oder wo du auch am Schwimmen bist, vor Amsti, wo Ja. du dann... Ja. Dort, genau, dort bin ich einmal eine Zeit lang sehr am Schwimmen gewesen, weil ich habe ja lange nicht gewusst, ob das klappt oder nicht. Ja, und ich habe genau. mich mit dem Gedanken anfreunden, dass wenn das nicht klappt, Ja. wenn die richtige, die ich gerne einschlafen würde, für die Ja. ich mich eigentlich schon entschieden habe, wenn die nicht klappt, dann bin ich wieder vor einer weißen Leinwand. Und Ich das sage, ist okay. weiss ist sie nie. Doch, aber weiss Nein. ist gut, weiss ist okay. Oder so mit dem Bleistift, ein paar Skizzen, meinst Ja, du? Sind immer da. ja. Ja, okay, ja. Weil du bist jetzt schon 25, du bist nicht ein Baby, das ein ungeschriebenes ja, Leben hat. Okay, Weißt? fair. Ja, Aber okay. ja, Ja. Und jetzt ist wie so, keine Ahnung, die Sonne vom nächsten Kapitel geht schon langsam auf, obwohl der jetzige Tag noch nicht ganz vorbei ist. Und es ist so ein bisschen, es stresst mich ein bisschen, weil ich will nicht zu fest das jetzt vergessen geniessen, weil ich schon im Nächsten bin. mhm. Das will ich nicht. Ja, aber du musst. Aber ich will auch nicht Nachher, es nur auf mich zukommen lassen. Ich will auch schon ein bisschen das Gefühl, ich bin da die Kapitänin von dem Schiff, weißt heisst, selber Entscheidungen treffen, oder? Ja. Weil selber Entscheidungen treffen ist schon... Worauf basiere ich das jetzt? Zum Beispiel, ich weiss nicht, ich will glaube noch nicht zurück in die Schweiz kommen. Also ich sage es, eben, zuerst mal muss man sich, also nicht muss man sich, aber wer tue ich mit meinen Entscheidungen, also zum Beispiel, du bist in einer festen Beziehung. Da hat ja, Aha, du meinst, was tust du gewichten in deinen Entscheidungen? ja, und je nachdem, Also ich will zum Beispiel ich weiss, was du meinst, so, meine Beziehung oder mein Freund ist schon ein Gewicht in Genau. meinem Leben. Ja. Aber ich bin schon immer einig, wo ich will mich nicht über meine Beziehung definieren. Oder ich will nicht, dass meine Beziehung zu viel Gewicht hat Genau. wie an meine Entscheidung. Ich will eben nicht, dass meine Beziehung der einzige Anker ist, Ja. anhand dem ich alle meine... Ja. Checkt man das? Checkt man die Metapher mit Anker? check das. Keine Ahnung. Ja, jetzt hast du etwa schon 5-mal Anker gesagt. Ja. Ja. Oder Kompass, oder nennen sie Ah! es Das habe ich aufgeschrieben. Da komme ich dann nachher. Der Mein innere Stichwort. Kompass. Ja. Der innere Ja. Kompass. Und es ist wie so, das Ding ist, und jetzt wirklich, also weißt, wir Also- alle, oder ich, einfach, es ist so eine privilegierte Situation, in der ich bin, Ja, so ja, ja. dürfen vor einer, Mhm. wie soll ich mal mit Skizzen stehen, und so sein, so, oh, Ja. ich könnte so viel machen, ich könnte Ja, ja, ja. heimziehen, ich könnte zurückziehen, ich könnte bleiben, ich könnte mir einen Job suchen, ich kann Ja, ja, ja. bla bla bla, das ist ja so, aber eben die 1000 Möglichkeiten, die überfordern mich auch. Aber eben jetzt wegen dem inneren Kompass, weil ich habe, also schaut, wegen Entscheidungen, wenn ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ich habe das hure schwierig gefunden, Ja. weil ich habe einfach so eher hure viel Weisheit aufgeschrieben. Aber ich finde, einen inneren Kompass spüren Ja. hilft mega, Ja, um wie spüre ich Entscheidungen den? zu treffen. Hast du nicht so ein Buch, also vielleicht schon zu unseren Entscheidungstypen. Ich bin schon eine, die sehr schnell aus dem Bauch heraus entscheidet. Ja. Und- Ich bin manchmal so, ich los. Du machst 5 Listen. Nein. Oder- Ich denke mir so, okay, ich lasse jetzt mein Bauchgefühl. Und was ich höre ist Grillenzirpen. Funkloch. Nein, es ist einfach so, keine Ahnung, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist wie so, Mhm. ich glaube auch, weil ich eben nicht so einen klassischen Weg will gehen, finde ich es ein bisschen schwierig, zu wissen, was mein nächster Schritt ist. Ja, verstehe ich. Also das habe ich schon gemerkt. Wenn bei uns im Studium, unser Ja. Studium hat auch schon eine Richtung vorgegeben, aber beziehungsweise ich habe mich nicht entschieden, ich habe einfach mal das Studium angefangen. Mhm. Aber jetzt, weißt du, so jemand, der an PH geht, der hat so, du wirst Lehrerin wahrscheinlich oder Lehrer. Ja. Und da bin ich manchmal auch neidisch gewesen, so, wow, die Entscheidung ist für dich einfach gefällt von der Institution. Es ist schon geil zu wissen, was du Weißt- nachher machst, ja. Aber gleichzeitig haben mir dann die Person gesagt, ja, Flavia, aber
Ich weiss nicht, ob mir das dann das Leben lang gefällt. Ja. Du hast dann, weißt, man sieht immer beide. Auf jeden Fall, aber jetzt wegen dem inneren Kompass ist es so, ich habe irgendwie das Vertrauen, dass, also ich weiss, es gibt grosse, schwierige Entscheidungen, die wirklich dann Auswirkungen haben, wenn es jetzt nur mich betrifft oder so. Ist einfacher zu entscheiden. Ja, und es ist so, die Oder was meinst du meisten, ganz genau? Hast du ein dass Beispiel? ich immer aus etwas lernen kann. Wenn's, Oh, hast du ein Beispiel? Oder was war deine letzte grosse Entscheidung, die du getroffen hast? ja, ob ich jetzt dort festangestellt werde oder nicht. Ja, und dann hast du in deinem Buch gehört. Also Ja, du da hast, bin ich so du gewesen. bist an die Möglichkeit gestoßen und dann hast du an dem Tag in dein Buch gehört Ich und habe an an dem dem Tag Tag entschieden. zugesagt. Ja, das ist auch... Und hast nie mehr... Also, wie hat sich das angefühlt? Deine Stimme. Ja gut, Oh dann Gott, bin ja. ich halt richtig zufrieden gewesen, weil ich auch dort hin wollte. Aber Ja, aber was ist, wenn du nicht weißt, wo du hin willst? Also Ja, das- nein, ich bin nicht du komplett weißt planlos. das weiss Nein, aber look, Wo fühlst du... Ja. Ich bin auch so... Bei was... Nein, schaut. Ja, Was ich aufgeschrieben habe. sag mir, was du aufgeschrieben hast. Erstens, wir haben nicht über alles Entscheidungsmacht, oder? Ja. Also weißt du, auch jetzt intern im Job muss ich auch Sachen machen. Ja. Ja, aber man sollte doch seine Entscheidungsmacht nutzen, um sich in dieser Situation dann... wie soll ich das Ein bisschen sagen? abstrakt. Es geht bei mir mega ums Gespüren. Fühlst du mich? Spürst du mich? mich. Fühlst du mich? Ich Weil spüre dich noch nicht. Ich bin so... Ich weiss, aber ein Beispiel zum Beispiel. Mhm. Ich habe letztens eine Freundschaft gekündigt, weil ich gemerkt habe, nein, ich fühle mich nicht wohl mit dieser Person. Ja, Und das ist schon recht ein definitiver Entscheid, ja. wo man auch nicht, das kann man zum Beispiel, das kann man nicht Schwierig rückgängig machen. Ja, weil die Person, außer sie wird dement und vergisst das. Sorry, ist nicht lustig. Ich wünsche das ihr nicht. Aber dort habe ich so gemerkt, einfach beim Entscheiden, Aber- ich mir überlegen, Weißt fragst du dich nie? Also gehst du immer davon aus, dass das Gefühl richtig ist? Weißt, vertraust du deinem Gefühl immer? nicht immer, aber schon. Oft. Mhm. Okay, also nochmal schnell zurück zu deiner Frage. Weißt du, du hast, ja. Du sagst, du weißt, was ich will. Ich weiß, glaube auch, was ich will, aber es Mhm. ist schwierig, das in eine konkrete Aktion. Also, nimm uns Also zum mit. Beispiel, keine Ahnung. Nicht keine Ahnung. Okay. Ich sage auch immer keine Ahnung. Meine Eltern regen sich richtig auf. Okay, das ist jetzt verboten in dieser Ja. Folge. Ahnung. Ja. Sorry, das ist nicht Du lustig. deinen Entscheidungsbaum aufzeichnen. Ja, ich glaube, ich will in Amsti bleiben. Aber Mhm. nur unter der Bedingung, dass ich einen anständigen Job finde in Amsti. Ich will nicht in Amsti bleiben. Und wenn ich halt keinen anständigen Job finde, dann kann ich halt Was in ist einem denn Kaffee arbeiten. anständig? Anständig ist ein Job in der Branche, in der ich jetzt studiert und seit 5 Jahren arbeite. Also sprich so Für dich in der anständig. Unterhaltungsbranche, in der Kommunikationsbranche. nicht anständig. Nein, schon anständig. Nicht in einen Kaffee. Aber mehr so, Ja. ist jetzt nicht ums Verrecken mein Traum in Amsti bleiben, dass ich jeden Job annehmen würde. Ja. Das Ist ist eigentlich auch schon mal gut gut zu zu wissen. Das ist eigentlich schon mal gut Es ist auch gut zu wissen, was man nicht will. Okay, Ja. aber ich kann dir keinen Jobtitel sagen, den ich will machen. Ich weiss, irgendwann in meinem Leben will ich mal in einem Writers Room hocken. What's sind- that? Das sind die Leute, wenn du eine Serie schaust, wenn du einen Film schaust, Ja. dann ist das ja gefilmt worden, basierend auf einem Drehbuch. Mhm. Das Drehbuch hat jahrelang jemand geschrieben. Oder vielleicht monatelang. Das haben wahrscheinlich nicht jemand geschrieben, das haben wahrscheinlich 5 Leute zusammengeschrieben. Ja. Und dann sind 10 Leute oder 15 Leute 2, 3 Wochen oder mehrere Monate, also geil, ist jetzt sehr viel Unwissen. Egal, aber ja, erzähl. sind zusammen in einem Raum gehockt und sind jeden Tag sind das Drehbuch von A bis Z durchgegangen und haben miteinander besprochen, so, machen die Witze Sinn? So, ist das ein natürlicher Dialog? Also Würde man das so Regisseurin. sagen? Ja, also ja. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug hätte für eine Regisseurin. Aber mehr so, ich will sagen, so, Du das, willst ist, in einen Writers Room. Das habe Ja. ich noch nie von dir gehört. das, ja. nein, das fände ich spannend. Ich fände es geil. So hocken, das wäre so in einem Team arbeiten. Jeden Tag sieht ein bisschen anders aus. Wir Also hast du dich besprechen über das schon informiert oder ist das einfach so romantisiert in deinem Kopf? Zweiteres. Zweiteres. Gut, dann könntest du ja Ja, jetzt kann ich irgendeine... Ich weiß Ja? nicht. Ja, und Kann- in dieser Phase stecke ich eben gerade. ganz viel erzählen. Ja, voll. Aber in Ja. dieser Phase stecke ich eben jetzt gerade. Und ich finde das eine gute Phase, weil ich merke, wenn ich so nicht weiss, was als Ja. nächstes kommt, dann werde ich so
bisschen hibbelig. Ich habe das Gefühl nicht gern. So, ich will, Ja, logisch, wer hätte eben das wie schon vorher, gern? bin gerne Herrin von meinen Ja. Entscheidungen. Ja. Und was das dann mit mir macht, ist so, ich trete in Aktion. Und ich habe Mhm. zum Beispiel heute jemandem auf LinkedIn geschrieben Gut. und wir Kontakt auf WhatsApp. Ja. Und wir waren mal schauen, was denn daraus wird. Ja. Weißt du, so, Ja. vielleicht komme ich nie eine Antwort über, ist auch okay. Vielleicht gehe ich dann nächste Woche auf einen Kaffee. Ja. Vielleicht heisst es dann, ja, kommst du mal vorbei. Das Wichtige ist ja, du bleibst in Bewegung. Ja. Und ich Und- glaube, das ist so, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder ein Video auf Insta ausgespielt über. Und das ist so ein Mann, er hat so wie sagen wir, ein Graph Mhm. mit 2 Achsen. Und er Mhm. so, the more you fuck around, the more you find out. Anja hat schon gesagt, ich so siehst, Beweis, dass wir einfach... Du musst dort raus. You need Ja. to fuck around. Und das ist, was ich mir gerade denke. Mhm. Jeden Tag, ich bin so, Jenny, you need to fuck around in order to find out. Also so, Ja. das ist gerade meine Mission Ja. im Moment. Und Aber für die nächsten 2 oder 3 Wochen oder Monate. siehst Ja. du, hast jetzt schon ausgesprochen, dass du eigentlich in Amsterdam bleiben Ja, ich willst. Also sag no ja- pressure, nein, nicht in Stein Nein, gemeißelt. ich sage ja, ich bin nicht ganz planlos. Ja, aber mehr am so, Anfang, also Leute, wenn ihr jetzt gewusst hättet, wie du vorher geredet hast, du hast ganz planlos gewirkt. Nein, ich übertreibe einmal ein bisschen. Ja, ich weiss bin schon, nicht aber- komplett planlos, aber mehr so, ich habe schon noch keine Antworten auf meine Fragen. Ja. Aber das ist eigentlich auch gerade eine geile Phase. Es ist wieder so eine Lebensfug. Ja. So zwischen 2 Das ist ein Kapiteln. ganzes Lieblingswort von der Jenny. Ja, Ja, Lebensfug. ja. Und es ist eigentlich noch cool, Ja. weil ich kann mich jetzt wie wieder neu erfinden. Oder so das nächste... Also das ist ja jetzt wie, Formen. es gibt ja verschiedene, also wir müssen jetzt nicht auf alle Arten von Entscheidungen eingehen, aber du entscheidest ja jetzt wie, in eine Situation hineinzugehen. Es gibt auch Entscheidungen, ja aus einer Situation zu gehen. Ja. Denkst? Ja. Also das finde ich auch manchmal. Also Beispiel, ich kann, Mhm. ja, doch, man kann es eigentlich fast schon Situationship ein bisschen nennen. 2 Monate etwas mit jemandem gehabt. Mhm. Und da bin ich wie in dieser Situation, aber ich habe wie also ich habe gemerkt, Das tut dir nicht gut, oder wie? ja, ich habe dann müssen so abwägen, so, gibt mir das genug mehr Energie, als es mir nimmt. Es Mhm. muss ja nicht nur geben, also ich bin auch nicht utopisch, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen muss sein, aber schlussendlich so unterm Strich. Mhm. Da habe ich gemerkt, nein, es nimmt mir mehr Energie, Punkt, entschieden und das ist bei mir so schnell amix. Also vielleicht unbewusst, gell, habe ich mir schon eine Entscheidung so ein bisschen eingedingset und tu noch ein bisschen die Wellen surfen. Aber schlussendlich habe ich dir ja gesagt, ich war bei dem Nageltermin, wo ein fucking Nagel schon abgebrochen ist. Und ich habe wieder 2 Stunden gehockt, hatte halt vorher Zeit gehabt und bin so gewesen, ich habe auch mit dieser Nageltante Über die Situationship geredet? ja, auf so Aha. Englisch. Oh, wow. Ja. Das hätte ich gerne. Ja. Das wäre ich gerne am Leute nebenan gucken. Und dann zack. I don't know if I should break No, I said to her, what do you think. think? What Ja, should ja. I do? Nein, einfach so schlecht ist es eigentlich. Muss ich sagen. Und sie so, Sweetie. Baby, amore, nein, move on. We don't need them. No. Also es war noch halbe Argentinierin. Ah. Nein, ganz, aber... aber Englisch. Auf jeden Fall. In so einem Moment, eben so... Es ist ja immer wieder wichtig, zum mal wieder sich fragen, wie fühle ich mich gerade? Also, was habe Egal. Job, Beziehung, Wohnung, was auch immer. Genau. Aber wie fühle ich mich gerade in der Situation, in der ich bin? Ja. So, meinst du jetzt so Lebensabschnitt? So? Ja. Okay. Beim Arbeiten, wie fühle ich mich beim Arbeiten? Ja. Und die Schlussrechnung sollte doch immer sein, ich fühle mich meistens gut. Genau. Dann bin ich auch gerade happy an dem. Ich bin dann schnell, ja. Ja, ist das safe. Unterm Strich, die Bilanz muss sein, mal. Ich fühle Ja. mich gut, ich bin gerne da. Und, Ich habe Freude am Leben. und ich bin aber froh, dass ich gut Entscheidungen treffen kann, weil es eben nicht, wenn es nicht so ist, kann ich schnell, also ich halte so Situationen einfach nicht aus. Ich bin nie die sagt, ich soll kann ich mich nicht das, entscheiden. soll ich das, soll ich das. Ja. Ich bin lieber die vielleicht einmal, zweimal zu schnell entscheiden für andere, gefühlt, aber Mhm. dann wieder schneller Klarheit haben. Ich glaube, bei mir ist das Problem, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eine richtige Entscheidung und ich will herausfinden, was Wirklich? welches Du hast das Gefühl, es gibt eine richtige Entscheidung? Das finde ich eben gar nicht. Ich weiss nicht, was fühle ich? Ich finde, das gibt mega Pressure. So, aber du hast vielleicht auch so... Also ich verstehe Leute, die so ihren Dream haben, die genau ihren Weg gemeißelt haben. Weißt du, so Profisportler. Mhm. Klar gibt es halt auch verschiedene Wege, wie man jetzt Profi-Beachvolleyballerin wird. Mhm. Aber ja, dort musst du halt schon deine Leistung bringen. Und kannst... Jetzt habe ich voll verloren.
Weiss nicht. Fuck, Mann, Alter. Entscheidungen! Nein, ich Such habe deinen den Faden. Faden. Ja, ich Du suche. hast etwas von Sportlern erzählt. Nein, Nein, aber du sagst, wir haben es darüber gehabt, ob du hast das Gefühl, es gibt eine richtige Entscheidung. also ich weiß nicht. Ich weiss eben nicht, was mein Problem ist manchmal. Ich bin eben so, aber schau, Oder vielleicht will ich siehst nicht du- gern, vielleicht will ich nicht gerne zu Entscheidungen gezwungen. ja, vielleicht, also weißt du, schau, ich bin auch beruflich so, ich genieße es jetzt gerade in den Medien, Ja. aber ich wäre happy mit einem Kaffee. Ich wäre happy, glaube auch, ich könnte ganz vieles. Bei mir Machen. macht es einfach die Leute aus. Ja, fix. Und Mit denen du dich jeden Tag Und umgibst. das beruhigt mich mega. Das hat auch Mhm. mein Vater also er ist glaube so wegen selbstständig gewesen, schon ein bisschen eine Inspiration oder so ein bisschen. Mhm. Und er hat mir auch gesagt, Flavia, ich hätte können, er ist Maschinenbauingenieur, ich hätte auch eine Gärtnerie haben. Ich wollte einfach mein eigener Chef sein. Und das hat mir mega so Ding so gegeben, krass. Das ist mega schön, wenn man also hilft mir zum Denken. Also klar, ich sehe mich nicht als Ärztin so rational kann ich denken, dass ich jetzt nicht Ärztin noch werden kann. Ja, aber was willst du sagen? Du könntest? Du weißt, es gibt für dich viel Weg. Ja. Ja. Und darum ist die Entscheidung jetzt, Mhm. habe ich jetzt nicht habe ich gerade entschieden, ich fühle mich wohl in den Medien, ich mache jetzt das. Ja, das Punkt. stimmt. Ja, weiss nicht. ich sehe, was du meinst. Ja. Aber andere Leute, die jetzt zum Beispiel Anwältinnen werden, die müssen halt die scheiß Nein, weißt du was? Ich Anwaltsprüfung glaube, bei mir ist wie so... Ich glaube, ich habe mein Problem jetzt herausgefunden. Mhm. Und zwar, ich werde nicht gerne zu Entscheidungen gezwungen, aber faktisch, ich bin ausgezogen. Ich muss Miete zahlen. Ja. Ich brauche Ja. nächstes Jahr im Februar einen Job, der zahlt. Ja. Das ist kein Internship. Ja. Kein Internship zahlt meine Miete und mein Ja. Leben. Ja. Sprich, ich brauche einen anständigen Job. Ja. Und wenn ich keinen anständigen Job habe, muss ich zurückziehen. Also wieso? Ich glaube, ich weiss, ich will bleiben. Ja. Sprich, das setzt mich unter Druck, mich für einen Job zu entscheiden. Aber Aber auch noch der Lohn muss stimmen. ja, aber ich weiss ja gar nicht, was ich will arbeiten. Oder die Visionen, die ich kann, sind vielleicht, weiss ich, das ist etwas, auf das man muss ein bisschen anders arbeiten. Also hast du jetzt herausgefunden, du wirst nicht gerne zu Entscheidungen gezwungen, aber du musst zu Entscheidungen gezwungen werden, dass du dich entscheidest. Nein, ich will nicht gerne zu Entscheidungen gezwungen, Mhm. aber das Leben, manchmal musst du halt entscheiden, weil du trägst Verantwortung. Und das ist zum Beispiel, also keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 5 Jahre, als ich noch die gewohnt habe, immer gearbeitet neben dem Studium, die gewohnt. Ich habe mega viel Geld können sparen. Mhm. Ja, und jetzt? Ja. Ich spare keinen Franken, seit ich ausgezogen bin, weil Mhm. ich lebe von meinem Ersparten und verdiene noch ein bisschen und mein ganzes Geld geht auf das drauf, so ein bisschen, Mhm. oder? Und das kann ich nicht ewig machen. Ja. Das ist jetzt gut für ein Jahr. Ich sehe das ein bisschen Ja. als Investment in mich selber. Aber eben, ich weiss, das muss eines Tages bald aufhören. Ja. Und es ist wie so ein bisschen, ich muss einfach darauf vertrauen, dass ich in näherer Zukunft wieder einen Job wird haben, mit dem ich entweder den gleichen Lifestyle kann beibehalten oder im besten Fall noch kann upgraden, weil keine Ahnung, das wird ja so mit dem Alter auch ein bisschen. So nicht nur das, was du jetzt lebst, weiterleben, sondern im besten Fall ein bisschen upgraden. Ja. Für das habe ich nachher auch ein Beispiel. Aber mir hat dann der Druck immer genommen, aber du willst halt unbedingt in dieser Branche bleiben. Ich bin immer so gewesen, es gibt genug Jobs da draussen. Also Geld bekomme ich irgendwie schon. Aber Ja. Gastro gibt es immer Jobs. Ja, ist nicht so gut bezahlt, aber dann müsste ich halt meinen Lebensstandard ein bisschen anpassen. Aber ich bin so... Also ich habe jetzt Jobs auch nicht gibt's. Existenzängste. Aber es ist mehr so, ich habe glaube so wie die Messlatte an mich selber Ja, du hast sie hoch. in dem Bereich etwas zu finden. Ja. Und Die dann, setzt dir halt selber. ja, Aber ja. du sagst es richtig, du trägst Verantwortung über deine Entscheidungen, über Ja. dein Leben, ja. was mega schön ist. Und ich will happy sein mit der... Genau. Ich will, ja, weiß auch nicht. Ja, aber es gibt auch genug Leute, die eben... Boah, Und ich glaube, was ich auch noch mir notiert habe, ist so... Ja. Eben, man muss einfach in sich selber vertrauen, dass es schon wird gut kommen in Zukunft, in näherer Zukunft. Dass man schon seinen Weg wird gehen und so. mhm. Und es gibt eigentlich gar nicht so viel, wo mir die Ruhe geben kann. Ich kann ja nur hoffen, ich kann nur auf mich vertrauen. Und ich finde, das ist eben das, was ein bisschen schwierig ist in jungen Jahren. Ich glaube, das ist das, was einfacher fällt mit Lebenserfahrung. Mhm. Weil mit der Lebenserfahrung kannst du ja auf ganz viele so Momente zurückschauen, Mhm. in denen du auf dich vertraut hast und dann hoffentlich Aber du gut bist jetzt kommst. auch schon 25. Ja, aber ich glaube, darum sind Leute mit 35 ein bisschen chilliger drauf. Weil sie so sind. Weil sie so wie können zurückschauen auf ihre Zeitstrahl und so sehen, mal, dann und dann und dann ist es gut gekommen. Und dann habe ich gemeint, das kommt nicht gut. Und es ist gleich gut gekommen. Und das hast halt, oder, ja, logisch. Ich habe es gerade... Ich sage nicht, mehr ich sag nicht, vielleicht. ich habe so oft verkackt. So, ich kann nichts, auf das ich kann vertrauen kann. Schon nicht. Aber so. Mhm. Also ich finde es spannend, dass du so ein Urvertrauen hast. Ich Ja. weiß halt nicht, warum ich so skeptisch bin.
Ja. Also ich bin dafür, ja bei der Kinderplanung habe ich ja schon viel zu weit gedacht. Wobei, ich habe nicht das Gefühl, du hast dich schon entschieden. Nein, ich habe mich nicht entschieden. Aber im Moment fährst du schon entschieden, ich will kein Kind. Ja, aber da kommt... Aber Grosskind. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin in einer Lebensding gerade. Ich glaube einfach, weil ich die Festanstellung habe, Ja. wo mir eben die Sicherheit gibt, der Lohn kommt. Wo, also, ist okay. Er ist jetzt nicht hervorragend, aber ich komme über die Runden. Ich habe mein Zuhause, wo ich, wie weiss, unbegrenzt. Ich wohne dort. Eben. Das gibt mega Sicherheit und darum bin ich in anderen Entscheidungen, was zum Beispiel jetzt beim Dating angeht, vielleicht mega nicht verkopft, weil ich andere wichtige Entscheidungen schon gerade nicht muss. Weißt du? Ja, voll. Aber so stell dir vor, Ja, Hilfe. dir vor- Nein, ich will nicht in deiner Situation sein. jetzt machen wir schnell meine Situation auf dich. Tun wir das mal schnell ummünzen. Ja. Stell dir vor... Ich jetzt sie nicht. Ja, aber stell dir vor... Jetzt? Sie will es gar nicht hören. Nein, das Stell Gefühl dir, nicht vor, haben. stell dir vor, du musst in einem Jahr aus den Wegen ziehen. Du musst. Ja. Meine Wohnung ist befristet. Ja. Stell dir vor, du musst in einem Jahr aus den Wegen ausziehen. Ja. Und? Ja. In einem halben Jahr musst du den Job wechseln. Ja. Ja, ey! Ja, ich will nicht. Willst du zurück zu den Eltern ziehen? Das Willst du ist ins ja Ausland ziehen? das. Willst du neue Wege? Willst du mit jemandem zusammenziehen? Willst du allein ziehen? Willst du, was machst du? Oh Gott, es ist so geil in dieser Situation zu sein und es ist so scheiße. Es ist beides. Ja, aber es ist eben auch geil, weil, ja, es ist ja, ich finde es jetzt gerade in meiner Situation sehr geil. Ja, Ja. aber schau, das Ding ist ja, ich glaube, jeden Tag stehe ich auf und fühle mich ein bisschen anders wegen dieser Situation. Ja. Manchmal stehe ich auf und denke so, Darum kannst du dir auch nicht vertrauen. Warte, Flavia hat ja gesagt, wie fühle ich mich? Du kannst ja so das Kompass. Tagebuch und jeden Tag die gleichen Fragen dir stellen und nein, schau, manchmal stehe ich auf und denke mir, es ist geil, ich kann mich komplett neu erfinden, wenn ich will. Wenn ich ja, aber das ist ja nicht geil. Immer Wohl. wieder sich neu erfinden. Nein, ich will jetzt gerade, will ich gerade meinen Rahmen haben, wo ich mich nicht neu erfinde, aber so im kleinen Rahmen ja, ja. aber so eben, ich will den Job haben Aha. und das will ich gerade haben. Punkt. Was du Die hast. Sicherheit. Und, Ich? aber du bist dann immer Ich gerade bin jetzt gerade... Nö. Nein. Jenny, Kapitel 782. Ja, genau. Was bin ich jetzt? Ich habe eben das Gefühl, Schauspielerin. ich habe das Gefühl, ich habe erst gerade neu angefangen. Nein, warte, anders. Ich kann es letztens so gut erklären. Warte, ich habe so gesagt, Also, I'm just getting started. Habe ich das Gefühl. mit was? Mit Leben? Oder mit was? Mit mich neu erfinden, glaube Ja. Ja. ich. So, keine Ahnung. So, ich kann mir zum Beispiel denken, wenn jetzt Amsti ein Austausch gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wieder zurückgezogen. Ja. Das habe ich glaube schon mal Ja, das im hast du letztes Mal Podcast gesagt. Sorry für die Wiederholung. Aber Ja. mehr so, ich habe das Gefühl, ich habe erst gerade angefangen und ich will nicht, dass das Kapitel jetzt schon wieder Super, vorbei ist. auch eine Entscheidung. Ja. Gut? Ja. Du bleibst in Amsti? Also ich finde es mega schade. Oh Mann. Ja, Also ich weiss es wirklich. Nein, eben Ja. Ich denke mir so, Ja schau, gut, wir können ja jetzt eine Simulation machen. jetzt stehe ich da Du, weil- und denke mir so, in Amsti bleiben heisst vielleicht... Nein, weißt du, was glaube ich will? Was? Ich will an beiden Orten ein bisschen sein. Ja, gut. Dann machst du Jet-Set. Oh. So, Ja, I see. Ich glaube, wir können, also du hast das Gefühl sehr gut übergebracht, weil, Es ist scheiße und geil gleichzeitig. ja. Es ist einfach so wie, ich habe kein... Du- Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, weißt du was? Ich will in Amsti wohnen und ich will eine Base in Zürich haben. Ich will können mit dir podcasten und ich will können in Amsti einen Job haben. Ist utopisch, ja, sagen Sie mir. Nein. Remote. Aber ich, Keine Ahnung. genau, ich denke mir so, mal, Möglich. Das Ich finde ich ja will geil an irgendwie- dir. ich will- ja, dass wir ich möglich glaub- machen. ich glaube, wenn ich das will, dann finde ich einen Weg, Ja. um es möglich zu machen. An Ja. das glaube ich und das Urvertrauen habe ich. Ja, das weiß ich. Das, ja. Ja, und jetzt bist du auf Aber dem dann Weg. ist, noch die Frage so, okay, pendeln, ja, kostet Geld. Eben, es ist wie so, ich glaube, ich weiß, was ich will. Ich weiß nicht, wie ich es möglich mache. Ja. Ich glaube, das ist mein Problem. Wow, das ist richtig wie Therapie. also sag's mir nochmal. Danke, Flavia. Sag's mir nochmal. Ich glaube, ich weiß, was ich will. Ich weiß nicht, wie ich es möglich mache. Gut. Oder sag mal so, ich weiß, was ich will. Mhm. Etwa. Mhm. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen ich muss treffen muss, um es möglich zu machen. Ja, das ist es. Dass es aufgeht. Ja. Finanziell wie auch mit deiner Spirituell, Beziehung. emotionell. Emotionell, regionell. Ja. Aber jetzt wissen wir wieder ein bisschen mehr. Du würdest gerne ein bisschen beides. Sonst wärst ja jetzt auch, habe ich das Gefühl, nicht so viel in die Schweiz kommen. Du bist ja gerne auch, also weißt, du bist gerne
dich kostet das nicht so viel Energie. Auch wenn du ab und zu gesagt hast, boah, aber sonst hättest du es nicht so viel gemacht. Ja. Aber zum Beispiel du. Ja. Du könntest jetzt, wenn du willst, kannst du bis 80 in den Wegen wohnen. Ja. Und wenn du willst, kannst du bis 80 den Job machen. Nein, das mache ich nicht. Ja, aber so... Mit 80 stell dir vor, ein Host. Ja, also. Auf dem News Erdbeerfeld. Ja. Seniorentreff. Ja. Das wäre aber auch noch geil, wenn ältere Herren und Frauen würden so News moderieren? News moderieren. Ja, willst du das schauen? Ich weiss nicht, also ich folge einer auf Insta. So einer 63-Jährigen. Ist sie Schweizerin? Nein, Deutsche. Ah. Aber ihr Sohn ist Influencer und sie macht jetzt auch. Und tut so Lebensweisheiten. Oh mein Gott, ich weiss wer. Ja. Brigitte! Ja, Brigitte! ja. Oder Brigitta. Das ist die Mutter von dem... Vom Real Antonio. Ja, genau, Bati Wushi. Bati Wushi? Ich glaube, der heisst auf Insta Real Bati Wushi. Ja, check ich auch nicht. Du, ich weiß auch Aber nicht, ja. soll ich mir das Aber ja, du hast jetzt etwas sagen. So... 80. Also habe ich dich richtig verstanden, dass du das jetzt, dein Lebensmodell, nennen wir es Lebensmodell, Ja. das Leben, dass du das jetzt so lange machst, bis irgendwann dein Gefühl sagt, du musst etwas ändern. Und dann triffst du eine Das Entscheidung. Gefühl sagt oder vielleicht von außen halt. Etwas Also kommt. schau zum Beispiel bei Watson. Das ist ein Jungs, also so auf Social Media musst du jung sein. Ich will das nicht bis 40 machen. Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich keine Ahnung. Nein, jetzt bin Ich ich sage gerade... dann irgendwann, Flavio, du bist zu alt. Ja, da. In den Kommentaren. Nein, sie soll jetzt endlich gehen. Okay. Wirklich. Und was macht ihr, also wie findest du das, dass ein externer Faktor dich dann zu einer Entscheidung oder Veränderung zwingt? Manchmal hilft das doch auch. Ja, sehe ich auch so. Darum sind ja früher... Eben, das ist das, was ich meine. Manchmal sind so externe Faktoren so, ich wäre ich 4 Aber- Monate auf Maastricht. Das wär, Ja. aber weil mit einem externen Faktor Genau. habe ich das halt gemacht. Aber ich finde manchmal auch, es kann auch Faulheit sein. Also ich kenne jemanden, wo wirklich nicht sie will einfach sich selber nicht entscheiden. Ja. Mhm. Und warten, bis die andere Person entweder entscheidet für oder gegen sie. Und dann bin ich so, also Du musst doch auch in die Hand nehmen. du musst doch auch in die Hand nehmen. Ich will doch auch, dass für mich entschieden wird, also dass eine Person sich für mich entscheidet. Aber Ja. klar, jemand muss ja dann, also jetzt, es geht um Dating. Ja. Jemand entscheidet sich ja vielleicht, ja, wenn man so sagt, ja, wir haben zusammen entschieden, dass wir jetzt zusammen sind, ja, aber Mhm. Ich Weißt sehe, du- was du meinst. So, du kannst doch nicht einfach dein Schicksal abhängig machen von jemand anderem in seiner Entscheidung. genau, weil das Ziel ist doch einfach, das Leben im eigenen Griff haben. Im Griff heisst Ja. nicht, dass alles super muss laufen, aber du hast die Zügel in der Hand, meistens. Im besten Fall, Das Ruder im Griff, die Zügel in der Hand. genau. Und ab und zu musst du es halt abgeben, weil erstens eben... Ja, man kann halt nicht alles für sich nein, entscheiden. gar nicht. Mit dem musst du ja auch wie leben. Gibt es irgendetwas, was du nicht kannst entscheiden, was du gerne würdest entscheiden? Das ist ein bisschen deep. Das ist ein bisschen grosse Frage. Boah. Also ja, Ich weiß auch nicht. ja, warte, ich kann ja ein bisschen darüber nachdenken. Gibt's etwas? Gibt's sicher? Muss ich mich entscheiden? Gibt es irgendetwas, Ja. über das du keine Macht hast, aber über das würdest du gehen? Ja, fix. Ja, ich will Politik? gerade viel Geld haben, weil ich eigentlich auch gerne eine Herberge hätte. Mit so Eine Herberge? 20 Zimmer. Ich hätte, Geil. ja. Aber da sehe ich auch so, ja, also, Ah, da war ja noch mal etwas noch gewesen, mit einem Kaffee. ja, das ist auch noch in meinem Kopf. Also Kaffee, seit ich im Kaffee selber arbeite, so rein nur Kaffee wahrscheinlich nicht. Aber so, weil das schon, also das ist das Leben Fakt, wenn du selber so, ui, also, Also warte schnell, was hast du gerade gesagt? wenn du Das selber Leben ist Fakt, wenn man selber einen Kaffee führt. je nachdem, also dort, wo ich jetzt arbeite, ist schon, wow. So wie das geführt wird, ja, nein. Also weißt du, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach weil es viel ist. Ich Ja. sehe, und nicht so also ich tue jetzt von aussen beurteilen, aber ich finde, eine Herberge haben ist planbarer. Ja, dann hätte ich Reservierungen, dann könnte ich, weißt, ich sehe dann schon, Ja, nachher hast du 3 Reservierungen für eine Nacht. Weißt du nicht, lohnt sich das wegen dem die Herberge aufmachen oder nicht? ja genau, Musst aber auch für, das, entscheiden. ja, aber für das, weißt du, egal, wenn ich dann zu viel Geld hätte, müsste ich so denken, ja, ich nehme die 3 Leute, scheißegal. Das ist wie die Frau. ich hätte auch gerne zu viel Geld. Ich hätte Ja, auch gerne sorry. das Problem, das man hat, wenn man zu viel Geld hat. Ja. Mit über so Entscheidungen zerbricht man gerne den Kopf. Ja, ich weiß, aber also, es wäre ja Aber- geil. Ja, wäre geil. Wäre noch viel geil. Aber wie bin ich jetzt auf das gekommen? Weil ich dich gefragt habe, Entscheiden. Was für Entscheidung? Was habe ich dich gefragt? Ich habe gefragt. Ich muss auch gerade nicht, nein, also ich will auch... Doch,
vielleicht Kindentscheidung, ob ich Kind haben oder nicht. Das würde ich gerne, dass Nicht so gross sie wäre. dass ich das nicht müsste entscheiden. Dass ich vielleicht das Gefühl fix wüsste oder fix nicht. Mhm. Weil jetzt denke ich mir auch, wenn ich Leute date, sage ich jetzt so, ich will kein Kind, Aha. weil, Eben. weißt Ich habe ja vorher gesagt, dass du das sagst. Und du so, nein. ja, eben, weil Es kann sich noch ändern, hast du das Gefühl? Ja, ich wenn ich bin so schon, du kennst mich, wenn ich nachher eine tolle Person treffe, dann denke ich mir so, halt aber ja, vielleicht kann ich ja, vielleicht können wir das, ein Baby machen. vielleicht können wir das Baby machen, vielleicht geht das trotzdem. Oder denke ich, all meine Freiheiten, die ich ohne Aber Kind schau, mir dann überlegt habe, sind dann Aber cool. schau, dann hast du dich ja schon entschieden. Ich glaube, du willst kein Kind, außer mit einem richtigen Partner. Ja, super. Und wer Heisst- entscheidet, ob der richtig ist, genau. Wow. Also ich vertraue mir schon, dass ich einen guten mir aussuche. Aber so ein bisschen nein, es ist eigentlich... Nein, es Boah, ist mega also- schlimm. Nein, ich kann das nicht sagen. Nein, sag. Jetzt wollen wir Weißt schon du, wissen. wenn ich jetzt kein Kind könnte haben, ist das wie von der Natur gegeben, ich kann kein Kind haben. Genau. Ja, dann ist es für dich entschieden. Dann ist es für mich entschieden. Es ja. klingt Und wie mega... fändest du das? Ja, Fändest du es gut, weil so jemand Stand hat sich jetzt könnte man dann wie sagen, hey, weißt du, da können ja auch die Leute nicht mehr sagen, so, das kommt noch. Also ich will, sorry, ich weiss, es ist jetzt gerade mega für Leute, die wollen Mami werden und nicht können, schlimm und ich will es auch nicht. Aber nur so, eben, das ist wie von der Natur, ich kann nicht. Mhm. Es ist gar keine Option. Und dann würden die Leute auch nicht Und sagen... du glaubst, du wärst dann easy mit dem? Nicht eins, nein, Stand jetzt, dann würden die Leute einmal nicht sagen, das finde ich so scheiße. Und dann sagt, das kommt noch. Und ich so, hey Also Leute. was, das kommt noch? Wenn du sie jetzt Dass sagst, ich du willst Kind kein Kind, dann sagen sie, das kommt noch. Ja, Hä, aber das ist scheiße, das sagt man nicht. ja, Das ist wie dich nicht ernst nehmen. So von genau. wegen, ja, Ja. ja. Kannst du dir ja denken, Ändert welche sich Generation das mir sagt. Ja, Ja. nicht so von unseren Eltern wahrscheinlich. Oder dann Oder älter. instant gerade so... Mit einem richtigen Partner dann schon. Aber Ja, das habe ich oder- vorher auch gesagt. ja, also weißt du, ich wüsste, Nein, das das würde hast auch du irgendwie zuerst gehen. gesagt. Schau, ich wüsste, das Leben, das würde auch irgendwie gehen. Ich bin glaube nicht chillt, aber Grund auf, Von Grund auf. von Grund auf, danke, von Grund auf positiv eingestimmt, Mhm. dass es schon gut kommt. Und du auch. Ja. Also, weißt Ja, das stimmt. und man muss wieder Eigentlich. manchmal an den Ursprung kommen und dann denken so, da bin ich auch wieder, schau, bei den Hard Facts, ich bin gesund zum Glück. Ja, eben, sag ich darum auch. sage ich ja. Ja. Es ist doch so, eigentlich, was stresse ich mich? Es geht mir doch so gut, ich bin so privilegiert. Ja. What the fuck? Weißt du, wo ich mir einen Facepalm gebe und so denke, Ja. hey, weißt du, in den Spiegel schauen und so denke, reg dich nicht auf. Ja, Es kommt alles gut. Es ist bis jetzt auch schon alles gut gekommen. genau. Und das Gute ist, es kommt nur noch besser. ja, nicht? Ich Wir weiss werden nicht. älter. Ja, also ich hoffe, wir wir haben kennen uns mehr- besser. Genau, wir kennen Wir sich haben besser. ein besseres Netzwerk um uns, ein engeres hoffentlich. Man kann mehr auf seine Erfahrungen zurückschauen und denken so, ja, ich habe das schon geschaukelt. Ich schaukel das wieder. Genau. Und dann kommt es schon gut. Ey, ich schwöre, wenn ich von uns... Die Folge ist eine Ja, also ihr Leute Keine Ahnung zu. Wie spät haben wir? Wie lange haben wir noch? So 10 Minuten noch. Okay. Ja, Aber nice. ja, Aber aber ist geil. ich schaue schnell auf meine Notizen. Ja, weil ich kann in der Zeit schon mal noch etwas sagen. Ja. Das ist noch gut, das passt gerade zu dem. Ich habe mal so eine Insta-Weisheit aufgegriffen. Ja. Letztes Mal haben wir es von Zitat gehabt, Pinterest-Zitat und so. Mhm. Und ich habe so ein Video gesehen von einem CEO, der gesagt hat, so, als CEO weißt, musst du auch ständig Entscheidungen treffen, dies, das. Aber manchmal, weil du weißt nicht, welches die beste Entscheidung ist. Mhm. Manchmal, at some point, musst du einfach eine Entscheidung treffen. Ja. Und die machst du dann zu der Ja. besten Entscheidung. Ja. Und das war ich so, wow. Wow. Ja. Mhm. So, nachdem du dich entschieden hast, kommt es nicht mehr darauf an, was wäre gewesen. Genau, was Wenn- wäre, wenn... wenn's- Hätte, wenn- Fahrradkette. Genau. So, dann Ja. hast du dich entschieden und dann ziehst du es durch. Und du musst dann mit der Einstellung reingehen, dass so wie du dich entschieden hast, das ist das Beste gewesen für dich. Und Ja. dann kann es ja nur gut kommen. Ja. Und darum, ja. Wieso sollte man sich selber sabotieren? Indem man denkt, was wäre gewesen, wenn, hätte ich mich doch anders entschieden. Ja, aber das bin ich gar nicht Was mehr. bringt das? Oder einmal nicht gar nicht mehr, aber mega selten. Ja, ich sehe auch immer, je älter ich werde und je länger die Folge geht, Ja. dass das nichts bringt. Ja, es ist schon. Ich weiß auch nicht. Mit Schluss machen auch. Das, also, Wie meinst
Aha, dort so ist ja was schon- wäre, wenn du noch zusammen wärst und so. Ja, das habe ich mir jetzt bei meiner vorherigen Beziehung selten überlegt. Also irgendwie ist es auch Aber- menschlich, dass man sich das manchmal überlegt. Aber Ja, rational ja. gesehen bringt es nichts. Ich tue sich das gerne. zu denken. Ich gehe sehr viel zurück und denke mir so, wie wäre es echt, wenn ich jetzt mit dem zusammen... Weißt du, so, einfach so zum ein bisschen escapen von meinen Gedanken, zum... Oh nein, ich hasse das. Ich hasse das Gedankenexperiment. Ja, wenn du Ah. kommst mit Fragen, ja, aber was wäre, wenn? Denk ich mir weiss, so, eine Kollegin ist von nein. dem. Nein, geh mir weg mit dem, was wäre, wenn. Du hast mir jetzt auch deine Scheiß-Situation übertragen. Ja, aber zum aus dir rauskützeln, was du würdest machen, wenn Ja. du so eine Ja, aber Entscheidung ich bin halt nicht treffen. gleich wie du. Ich weiss, Ja, ist ja gut. Aber mehr so, sind wir ich anders. habe wie wollen schauen, wie würdest du dich fühlen oder was würdest du dir sagen, wenn du müsstest entscheiden, was ich bald muss entscheiden muss. Mhm. Ja, I see. Und ich habe I see. gleich eine Antwort darauf bekommen. Ja. Aber du bist noch in einem Stadium, wo es mich nicht aufregt. Mich regt es mega schnell auf, wenn die Leute sich nicht entscheiden können. Wirklich. Also, Also wie meinst du? Hast du ein Beispiel? grundsätzlich, erstens schon im Resti. Ich kann mir sagen, so Resti, ich weiss nicht, was ich nicht will. Nein, also ich weiss Das so bin- das bin schnell, was ich. ich will. Das bin ich. Schon? Ich weiß nicht, was ich Ja. nicht will. Und meistens, noch schlimmer, beruhigt, was ich genommen Nein, gar nicht. Also dann habe ich mich entschieden, Punkt. habe. Aber ja, da bin ich halt so am Bünzli schweizen und ich probiere dafür weniger raus. Weil ich dann weiss, meine Entscheidung ist richtig. Weil ich das kenne. Ich suche das Einzige, was ich kenne, und dann nehme ich das. Du so das. Spaghetti Bolognese, danke. Ja, aber das ist eben gut. Oder... Ja, einfach, ich finde einfach attraktiv. Ja, wer findet schon nicht Leute attraktiv, die Ja, wissen, was nicht- sie wollen? Ich will nicht wissen, was ich will, ja. Also, die es wissen, was sie wollen, ist attraktiv. Und die es nicht wissen und dann sich halt nicht... Ja... Eben, weil das hat doch etwas Starkes. Das zeigt Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und Stärke und eben Wille. Willen ins Gute oder ja. Oder was ich dir auch schon erzählt habe auf FaceTime, ist so, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder in so einer Lebensfuge und ich fühle mich ähnlich wie damals, vor eigentlich etwa genau einem Jahr. Mm. Ich nicht gewusst habe, ob das mit Amsterdam klappt oder nicht. Ja. Und das Gute ist, ich habe jetzt wie so in meinem Buch, es fühlt sich an, als hätte ich zurückgeblättert. Und Mhm. ich fühle mich wieder so, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja. Aber ich weiß ja, dass es dann gut gekommen ist. Und das Und darum- Blättchen ist. Und ich bin so wie, Ja. ich kann darauf vertrauen, in 4 Monaten, in 6 Monaten, wo auch immer ich dann bin, was auch Mhm. immer ich dann mache. Mhm. Ich weiß es in meiner Geschichte, dass es dann gut kommt. Genau. Jetzt meine Frage, aber schon nicht geil, alle Jahre in einer Lebensfuge gewesen, oder? Also dein Anspruch, du hast jetzt nicht den Anspruch, dass du jetzt 5 Jedes Jahre Jahr. 5-mal in einer Lebensfuge bist. Nein, ich oder? wäre das wäre nicht der Plan. Ja. Aber ich kann auch nicht... Ja, Nein. nicht, dass das Also, ich wird weiss nicht. stattfinden, aber Also darum bin ich gerade entspannt, weil ich auf so nicht gerade in einer Lebensfuge bin. ich denke mir so, also schau, Ja, ich schaue. das klassische Lebensmodell ist so, vielleicht in den 20er regelmäßig in so einer Lebensfuge gewesen und so jedes Jahr den Weg neu einschlagen oder so ein bisschen Dann ab Krise schieben. 30. Und Ja. genau, aber langsam sich so setteln und ein bisschen wissen, wo man ist und so kann sie sich einquartieren und so. Ja. Aber vielleicht will ich ein Leben führen, wo ich jedes Jahr ein bisschen... Wirklich? Nicht, dass ich mich jedes Jahr neu erfinden und ein komplett neuer Mensch will sein, nicht so. Aber so... Deine gewisse Freiheiten Ich trotzdem. challenge gerade so ein bisschen. Wäre es so schlimm? Ja, für mich schon. Ich merke ja jetzt gerade, wie entspannt ich bin, dass ich die Festanstellung habe und mal weiss, das ist gerade safe und ich hoffe, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich gerade gekündigt werde. Ja. Podcast ist gerade, fühle ich mich auch mega safe. Männer Mhm. kennenlernen nicht, ist okay. Also das ist wie Ja. so, Ist okay. das ist gerade das, wo so ausprobieren, ein bisschen auf gewackeligen Beinen, beziehungsweise Ein bisschen schwimmen, ein bisschen viele schauen. Entscheidungen treffen halt, wenn man Mhm. halt aktiv irgendwie datet oder Leute trifft. Mhm. Aber dafür im anderen Teil, Das ist Sicherheit. Bei mir ist es genau Gefühl. umgekehrt. Ja. Meine Beziehung ist der sichere ja, Hafen. ja. Und alles andere, in dem schwimme ich ein bisschen. Ja. Aber es ist ja, genau. Wenn man es ist irgendwie auch schön, irgendetwas hoffentlich hat man immer, wo einem hebt. Wow! Alter, wir sind Wow. Sokrates, ich weiß auch nicht. So. Platon. Du kannst aussuchen. Du hast mal etwas zitiert von Platon. Nein, Ich weiß, was ich nicht weiß. Oh, ja, warte schnell. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nein. Warte schnell. Ich weiß, Das- ich weiß, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Nein. Doch. Weil Warte. ich weiß auch nicht, was ich nicht weiß. Ich weiß. Dass ich nichts weiß, weil ich nichts weiß. Nein, Nein, okay. nein. Es ist schon.
Ich weiß, dass ich nicht weiß. Was ich nicht weiß. Nein. 100 Pro. Hä? Was Ganz schnell googlen. Und so hören wir die Folge auf. Wissen. Sokrates Wissen. Hey, was Nein. hast du gegoogelt? So- Ja, es Also von wem? es ist Vom viel, Sokrates? Ja, aber es ist viel simpler. Es ist folgendes. Okay. Das berühmteste Sokrates-Zitat über das Wissen lautet: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Da bin ich fertig. Und nicht, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist das Zitat. Wirklich? Ja. Vom Sokrates. Ja. Gut. Wie viel vor Christus? Sehr deep und philosophisch. Keine Ahnung, du fragst mich Sachen, das weiß ich nicht. Ich habe gedacht, noch ein bisschen Wissen vermitteln. Aber sehr gut. Ja, look. Aber das stimmt nicht. Was? Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Stimmt eben nicht. Wir wissen, dass wir... Ja, egal, look. Ja, jetzt dürfen wir Mein Hirn nicht ist eröffnen. frittiert. Wir müssen noch mitteilen. Oh, ja. Genau, Leute. Also, ihr habt uns jetzt kurz nicht mehr, aber ihr habt uns auch gleich wieder, oder? Ja, Jenny? was Flavia meint, ist, wir gehen in die Sommerpause. Und zwar kommt die nächste Folge am 7. September. Bis dann gönnen wir uns eine kleine Kreativpause. Genau. Ja. Selbstfindungsphase und so. Ja, mal schauen, ob Jenny dann immer noch in der Folge ist. Ja, mal schauen, ob du immer noch so sicher bist in allem. Ja, jetzt da. Willst du jetzt Challenge? Ja. Mal schauen, du. Mhm. Kann viel passieren. Aber Ja. ja, wir hören uns am 7. September wieder. Und bis dann folgt uns auf Insta, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify, lasst einen Kommentar da, schickt die Folge, wenn dir die gefallen hat, wenn euch die Kopf gegeben Ja, hat. schreibt, was ihr erst gerade müsst entscheiden, was ihr Ja. vielleicht müsst entscheiden. Wir entscheiden, also nein, ich könnt auch Auswahl schicken und wir geben unsere Gäste. Ja, gebt mir gerne einen Lebensrat, wenn ihr einen habt. Genau. Ja, und schönen Sommer euch, also den letzten Monat, August. Ja, und hört ja auch gerne in alte Folgen rein, wenn ihr Genau. uns vermisst. Yes. Bis dann. Habt euch lieb. Ciao, ciao. Tschüssi.